Die Türkei riskiert, wirtschaftliche Beziehungen mit China zu gefährden, sollte die türkische Regierung sich weiterhin kritisch gegen Pekings Umgang mit der dort ansässigen muslimischen Minderheit äußern. Ein chinesischer Gesandter in Ankara warnt vor Einmischungen in die Problematik. Chinesische Unternehmen, die beabsichtigen, in die türkische Energie- und Infrastruktur zu investieren, erhöhen den Druck auf die Türkei ebenfalls. Deng Li, Pekings führender Diplomat in Ankara, bezeichnet die Herangehensweise der Türkei, Meinungsverschiedenheiten oder Missverständnisse zwischen Freunden öffentlich zu diskreditieren, als einen unkonstruktiven Ansatz. Wenn sie sich für einen nicht konstruktiven Weg entscheiden, wird dies das gegenseitige Vertrauen und Verständnis negativ beeinflussen und sich in den Handels- und Wirtschaftsbeziehungen widerspiegeln, so Deng, dessen Aussage in einem Reuters-Interview durch einen Dolmetscher übersetzt wurde. Wie aus einem Bericht des Freien Asia-Radios hervorgeht, beschwerten sich Schüler des Konfuzius-Instituts wegen einseitiger Lehrmethoden, ausgerichtet zugunsten der Ideologie der Kommunistischen Partei Chinas. Die kanadische Regierung beabsichtigt nun, das Konfuzius-Institut in New Brunswick zu schließen. Im Juni soll das Projekt wegen Gewährleistung von akademischer Freiheit beendet werden. Unter dem Motto „Fremd in deiner eigenen Heimat, Paria auf deinem eigenen Boden" Ostturkestan organisierten zahlreiche Studenten in der türkischen Stadt Kayseri eine Konferenz. Um einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen, stellte man Angebote der Aufklärung über die Geschichte chinesischer Tyrannei in Ostturkestan. An einer weiteren Konferenz diesbezüglich mit dem Namen Ein Meister 1000 Schüler wurde Seyit Tümtürk, der Präsident des Uigurischen Nationalkomitees, geladen, der Fragen der Studenten beantwortete und eingehend von der aktuellen Lage in Ostturkestan berichtete. Bei physischen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitspersonal und Unabhängigkeitskämpfern in der Jammu-Region in Kaschmir sind 2 Soldaten und 2 Polizisten verstorben. Losgetreten wurde der Konflikt scheinbar von einem Anschlag in Jammu, welcher von der Terrororganisation Jaish Mohammed ausgeführt wurde. Der Anführer von Jaish Mohammed, Masoud Azhar, soll sich derzeit in Pakistan aufhalten. Auf die Nachfrage, wieso Azhar noch nicht verhaftet wurde, entgegnete man, dass eine Verhaftung aufgrund von Mangel an stichhaltigen Beweisen derzeit nicht möglich sei. Nach dem ergebnislosen USA-Nordkorea-Gipfel sprach sich der iranische Außenminister für den angebotenen Nuklearvertrag aus. Trump solle dieses Angebot annehmen, da man in dieser Situation ohnehin nicht mehr herausholen könnte. Auch solle der amerikanische Präsident schlussendlich begreifen, dass pompöse Auftritte allein nicht in der Lage seien, ernsthafte Diplomatie zu etablieren.